Schnuggis, willkommen wieder zurück zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich für euch ein Frage-Antwort-Video. Ich habe euch nach Fragen gefragt, ihr habt sie mir gestellt und dann würde ich sagen, wir fangen an. Viel Spaß! Bevor ich anfange, möchte ich euch noch auf jeden Fall sagen, entschuldigt bitte meine Augenbrauen. Ich lasse sie gerade wachsen, weil ich die ein bisschen verkackt habe. Deswegen, ich weiß, es sieht schrecklich aus. Also für mich jedenfalls. Deswegen, aber das hat mich nicht daran gehindert, ein Video zu drehen. Viel Spaß bei diesem Video jetzt. Kommen wir zur ersten Frage. Wo wurdest du geboren? Ich wurde in Duke geboren, und zwar 1993. Ich bin froh, dass ich in Duke geboren wurde. Dann habe ich von beiden Ländern einmal wurde ich in Duke geboren und bin in Deutschland aufgewachsen. Wann hast du Geburtstag? Ich habe am 6. Mai 1993 Geburtstag. Am 6. Mai habe ich Geburtstag. 1993 wurde ich geboren. 6. Mai habe ich Geburtstag. Das ist bald. Oh mein Gott, ich werde 24. Ich kann es nicht glauben. Ja, ich werde tatsächlich 24. Nächste Frage. Verstehst du Türkisch? Nein, ich verstehe kein Türkisch. Wie viele Geschwister hast du? Ich habe 4 Geschwister. Also insgesamt sind wir 5 Kinder. 3 Jungs und 2 Mädels. Die nächste Frage wäre, sprichst du mit deinen Eltern Kurdisch? Ja, mit meinen Eltern spreche ich Kurdisch. Mit meinen Geschwistern spreche ich allerdings Deutsch. Außer mit meiner Schwester, mit der spreche ich Kurdisch, aber schreibe mit ihr Deutsch. Ja. Liebe Grüße an Lina. Was ist für dich der Sinn des Lebens? Schöne Frage. Liebe, ganz klar. Also wenn du nicht lieben kannst, dann meiner Meinung nach lebst du auch nicht. Wenn du etwas mit Liebe nicht anfasst, dann kann es nur kaputt gehen. Deshalb Liebe. Auf was freust du dich dieses Jahr? Ich freue mich auf den Sommer. Ich freue mich auf alles. Ich freue mich allgemein auf das ganze Jahr, weil ich glaube und hoffe, dass 2017 ein gutes Jahr sein wird. Ich bin schneller, also meine Lieblingszahl ist 17 und 2017, das hört sich so nach Erfolg an. Das hört sich so richtig attraktiv an. Klingt gerade irgendwie komisch, aber es ist wirklich so. Für mich ist die Zahl 17, die hat irgendwas. Und der 17.07.2017 wird mein Tag. Ich weiß nicht, was an dem Tag passieren wird, aber ich werde diesen Tag zu einem besonderen Tag machen. Was macht dich glücklich? Mich macht als erster Linie Gesundheit glücklich. Dann meine 2 süßen Nichten. Also, egal wie scheiße ich drauf sein mag, sie retten mich immer. Dann macht mich glücklich. Warum gucke ich auf mein Handy? Dann macht mich glücklich Erfolg. Egal in was. Egal wie groß, egal wie klein. Wenn ich mich damit wohlfühle, wenn ich weiß, ich bin in dem Moment erfolgreich, dann bin ich schon sehr zufrieden. Was ist dein allergrößter Traum? Mein allergrößter Traum war Amerika. Beziehungsweise ist eigentlich immer noch, wie gesagt, Los Angeles fehlt noch. Aber ansonsten einen Beruf zu haben, in dem ich glücklich bin und in dem ich Erfolg habe. Und Kinder zu bekommen. Beziehungsweise eine Familie zu gründen. Was war dein Kindheitstraum? Mein Kindheitstraum war eigentlich immer Schauspielerin zu werden. Es ist immer noch der Fall. Kannst du noch mehr Vlogs drehen? Liebe Grüße an Zulauf. Ja, ich werde Vlogs drehen. Ich werde auch heute anfangen. Kommt drauf an, was wir machen, kommt drauf an, wie lang das sein wird, aber so 3-4 Tage hintereinander vloggen und das werde ich dann zusammenschneiden in einem Video und das wird dann die nächsten Tage online kommen. Darauf könnt ihr euch freuen. Wann besuchst du mal wieder Duke? Ich habe dieses Jahr vor, nach Kurdistan zu fliegen. Allerdings steht es noch nicht 100%ig fest. Es wird ein bisschen schwierig. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dieses Jahr nicht dahin zu fliegen. Ich weiß nicht, ich kann es mir irgendwie dieses Jahr nicht vorstellen. Ich war 2015 das letzte Mal. Und dieses Jahr würde ich wirklich so unglaublich gerne hin. Ich vermisse es, ich liebe es. Deswegen mal schauen.
Und wenn, dann kommen natürlich wieder Vlogs. Oh mein Gott, darauf freue ich mich sehr. Wohin möchtest du noch reisen? Ich möchte, am liebsten, also wenn, es gibt halt so einen schönen Spruch, wenn Reisen kostenlos wäre, dann würdet ihr mich nie wiedersehen. Das trifft definitiv zu. Ich liebe Reisen, ich liebe sogar selbst wenn ich in eine andere Stadt, ich liebe es einfach, irgendwo weit weg hinzufahren. Selbst wenn es eine kleine Reise ist, ob es eine große Reise ist. Es ist Reisen, das, was mich so glücklich macht und ich liebe es einfach. Deswegen, wohin ich als nächstes reisen möchte, also wir haben vor, im Sommer als Familie einen Familienurlaub zu machen. Ob das klappt, wissen wir noch nicht. Aber ist mir eigentlich egal wohin, Hauptsache weg und Hauptsache in die Sonne und Hauptsache Strand und Meer und ja. Möchtest du was an deinem Aussehen ändern? Tattoo, Haarfarbe. Tattoo. Ich und ein Tattoo. Passt das? Weiß ich gar nicht. Also ich habe schon ein paar Mal darüber nachgedacht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich und ein Tattoo, wird mir das stehen? Ich glaube, das wird mir nicht so stehen. Aber ich weiß es noch nicht, ehrlich gesagt. Also ich könnte es mir vorstellen. Aber wenn ich mit dem Gedanken dahin gehe, dass es für immer bleibt, dann ist es ein bisschen kritisch. Welche Rolle würdest du gerne mal spielen? Das klingt so, als hätte ich schon so viele Rollen gespielt. Ich würde mal gerne eine Rolle spielen, die nett ist, ehrlich ist, lieb ist, aber durch irgendeine Situation oder durch irgendeine Erfahrung zu einem bösen Menschen wird. Die nächste Frage, wie alt fühlst du dich? Hast du Angst vor der Zeit? Gute Frage. Werde ja bald 24, fühle mich aber wie 2021, also mal Forever 21. Viele sagen auch zu mir, ich hätte dich viel jünger geschätzt. Ich hätte dich so 18, 17 geschätzt. Dankeschön. Und hast du Angst vor der Zeit? Ja, schon. Doch, wenn man ehrlich ist, hat man schon Angst vor der Zeit. Sie verfliegt wie im Fluge. Also es ist wirklich der Wahnsinn. Wir haben schon 2017. Ich kann mich noch an 2009 erinnern. Ich kann mich noch an 2003 erinnern. Und jetzt haben wir schon 2017. Und ich werde 24. Und es ist einfach... Es ist gruselig. Es ist wirklich gruselig. Aber es ist auch schön. Und man lernt, man sammelt viel, man wächst. Und deshalb ist es so schön. Wie stellst du dir dein Jahr 2017 vor? Also, wie ich es mir vorstelle, aufregend, erfolgreich, gesund. Hängst du an deiner Vergangenheit? Was genau? Also, allgemein so an der Vergangenheit? Nein, nicht mehr. Ich muss dazu sagen, früher war ich so. Früher konnte ich Sachen einfach nicht loslassen. Ich habe immer hinterher getraut, egal was das war. Egal ob es ein Mensch war oder ob das ein Objekt war. Aber mittlerweile sage ich, wer gehen will, tschüss. Wer bleiben will, willkommen. Wer bleiben will, willkommen. Wer bleiben will, bitteschön. Ich freue mich. Ich sage auch immer, alles hat seine Gründe. Wer bleiben will, bleibt, wer gehen will, geht. Und du kannst einen Menschen einfach nicht zwingen, dich zu lieben oder bei dir zu bleiben. Solange du jemanden zwingst und er deshalb bei dir bleibt, dann kann es nicht normal laufen. Deswegen freiwillige Sache ist am schönsten. Was kannst du an einem Menschen nicht leiden und was magst du an einem Menschen? Ich kann es nicht leiden, wenn ein Mensch falsch ist. Also wenn er wirklich einfach falsch ist in allen Hinsichten, in dem, was er tut, in dem, was er sagt, in dem, wie er was tut, sagt, das funktioniert nicht. In dem, wenn sie zu das stehen, was sie sagen, wenn sie zu das stehen, was sie tun, das liebe ich.
Was magst du an dir selbst nicht? Es gibt einige Sachen, die ich an mir selbst nicht mag. Und zwar mag ich einmal nicht, was ich an mir nicht mag, ist, dass ich zu gereizt bin. Zu schnell gereizt. Also mich kann man echt sehr schnell auf die Palme bringen. Ich bin sehr schnell genervt, was mich sehr doll aufregt, das wiederum. Und dass ich ungeduldig bin. Also wenn es um Kinder geht, bin ich nicht ungeduldig, aber wenn es um andere Dinge geht, bin ich ein ziemlich ungeduldiger Mensch. Wie würdest du dich in 3 Worten beschreiben? Ehrlich, verrückt und nachdenklich. Das sind so die 3 Sachen, die mir jetzt sofort auf Anhieb einfallen. Ich hoffe, ihr könnt mich so ein wenig besser kennenlernen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auf Instagram vorbeischaut oder auf Snapchat. Und ansonsten hier ein Abo da lassen, darüber würde ich mich auch freuen.